Wer bist du? Uns Wissen in unserer Erfüllung als Christen ist ganz abhängig von unserer Erkenntnis, wer wir sind in Christus. Von wo kriegst du deine Identität? Deine Identität in Christus zu verstehen, ist sehr nötig, um sich in das Christenleben zu haben. Du bist eingeladen, zum mehr lernen von deiner Identität in Christus. In dieser Klasse reden wir von jährliches Leben und ganz besonders von unserer Identität in Christus. Wer bist du in Christus? Das ist wichtig, dass wir das lernen, dass wir das verstehen, weil das ist der Weg, wo wir wachsen in uns jährliches Leben. Na, in der Ferien rede ich mit von, dass der Sündenfall, der verdarf dort, was Gott uns gegeben hat. Aber dann kommt Jesus und er gibt uns dort, was er trägt. Und so Jesus, er hat alles auf einmal verändert. Und in dieser Rede will ich mitreden von dem Unterschied von und wann Adam wir uns identifizieren. Wir als Christen, wir identifizieren uns einmal mit Adam, was wird in den Garten rausgetan. Und weißt du, wir denken bei uns so, dass das ist meistens, wir saßen mit Adam taub bei dem Garten und wir haben ein Verlangen, was er trägt durchnehmen. Aber was wir nicht verstehen, ist, dass der ist ob. Na, weißt du, Adam kann nicht trägt durchnehmen, wenn Gott hat es gemerkt, aber dann kommt Jesus und merkt das ob. Und ich und du haben ja, was er tot tritt, zu Gott sein Garten so zu sein. Na, wir sind da nun noch nicht beim, der Zeit kommt noch, wo wir da wollen sein, aber der ist ob. Du bist von der all ein Kandidat können sein für den Garten von Gott, für den Garten Eden, für das Paradies. Und so das ist wichtig, dass wir uns das dort sein. Na, wir verstehen das einmal, dass wir hier sündig, wir verstehen das, dass wir sind von Gott getrennt, aber wir verstehen das lang nicht so gut, dass in Christus es dort alle Träge dreht. In Christus ist uns dort alle Träge gegeben. Und das ist wichtig, dass wir als Christen, wir müssen uns identifizieren mit den letzten Adam so zu sein. Adam mit Christus und andere wieder. Aus in Christ ist deine Identität nu bei Christus. Das ist nicht mehr bei den alten Adam. Als ich abwas, dann wird einmal so eine Dinge gesagt, dass nu wie der alte Adam war abgestanden. Wenn ein Mensch sich hat geäuert vielleicht oder so, dann wie der alte Adam war abgestanden. Aber weißt du, der alte Adam, der ist gestorben. Die Bibel lehrt dort, dass in Christus, du bist gestorben zu den alten Adam. Du bist gestorben zu dein altes Leben. Und wenn du die nicht äuerst, dann äuerst du die nur aus dem Kind Gottes, nicht aus der alten Adam. Der alte Adam, das ist zu sie getan. Und wo ich das sage, ist, wenn es wichtig, dass wir uns so sein, dass wir sind nicht immer der halbe Zeit der alte Mensch und der halbe Zeit der neue Mensch. Wir sind immer ein neuer Mensch in Christus. Du bist nicht mehr von Gott überein, oder du bist nicht mehr geschieden von Gott. Du bist nur taub mit Gott. Und du bist nur mit Jesus identifiziert. Die Schrift lehrt uns sehr klar, dass dort, wo Jesus ist, oder die Gerechtigkeit, was er hat, die hast du in Christus. Das Paradies, das war up für die. Die hat Gott abgemerkt. Die Gardinen im Tempel so zu sein, der reiht zwei von boven bis ein. In Epheser 2, Vers 64, da sagt es so steht. Aber Gott ist so reich und genug und er ist uns so gut in seinem Leben, dass er uns mit Christus zum Leben braucht, wenn wir auch tot in unsere Sünden wären. Durch Gnade war wir seilig. Gott hat uns mit Christus Jesus taub abgewagt und mit ihm taub einen Platz im Himmel gegeben. Na weißt du bist nicht mehr ohne Adam. Wenn du in Christus bist, dann bist du nicht ohne Jesus. Du hast ein neues Leben. Du bist abgestanden von das alte Leben. Du bist gestorben zu den alten Adam und du bist abgestanden. Und so aus dem Kind Gottes, oder aus dem Christ, hältst du dich nicht an Christus, so es häusig an Gott hält. Und weißt du, dort, was Jesus hat, dort gibt er die. Na, da meine ich, dass wir in Gott waren, dass Jesus ist. Aber seine Gerechtigkeit, seine Sinnlosigkeit, dass er Todtritt hat bei den Vater, dass die alle gegeben, wenn du in Christus bist. In Johannes 4, Vers 30, da lesen wir, was es steht. Ich kann nicht mich selbst nicht tun. Ich recht nur, als ich hier in meinen Rechten ist reich, weil ich nicht meinen einen Willen sehe, aber dem Vater sein Willen, der mich geschickt hat. Na, das ist, was Jesus von sich selbst sagt. Er ist gekommen, zum Gott sein Willen tun.
Und so, wenn wir hier leben, wir sind in Christus, wie dann Jesus sein wollen. Als in Christus hast du nu jährliches Leben, zoals Christus jährliches Leben hat. Nou, dat is wichtig dat wir das erkennen, dat dat ons einziger Weg zu der Erlösung. Wir sind unter Christus, wir sind in Arm. Hij leeft sozusagen durch uns. In Johannes 1, Vers 4, da lesen wir es steht, in Arm wir leben, en dat leven wir das Licht für die Menschen. So Jesus ist das Licht, en dit Licht ist die gegeven. Du bist nu in Christus, wenn du an Arm glaubst. 1. Korinther 15, 22. So als in Adam alle Menschen sterben, so kommen sie auch durch Christus waren alle zum Leben. Na, wie wir mal unter Adam, wie gehirden sozusagen zu der sieht, wo Adam wir. Durch wir Sinn, durch wir Trennung, durch wir in Gott rüt, aber nu in Christus ist es gleich anders. Nu sind wir angenommen, wir sind vergeft, und der Weg zum Paradies, das war auch für uns. Na, weet je, nieuw Leben bringt eine neue Identität. In Christen hat nicht bloß zu tun mit was wollen, aber mit was sein. Und so ein neues Leben bringt eine neue Identität. Ich habe einmal das gesagt, wenn ein Kind geboren ist, und die haben ein Kind in ein Haus gebracht vom Hospital, die haben das ein Kind geboren, dann haben sie ein neues Leben in ihrem Heim. Wenn du nicht ein neues Leben hast, dann wird du auch nicht eine Geburt. Und so ist es auch jährlich. Die Bibel redet von, dass wir sind wahre geboren, oder wir sind von boven geboren. Aber wenn du nicht ein neues Leben hast, dann wird auch nicht eine Geburt. Und so der Punkt, was ich will merken, ist, dass ein neues Leben ist in Christus. Und so, du hast eine neue Identität, wenn du in Christus bist. Du bist gestorben zu dein altes Leben, du bist abgestanden mit Jesus und du hast nu ein neues Leben. Nou weet je, in Christus sein oder in Christus sein, das hat nicht bloß mit Vergebung zu tun, nicht bloß mit dem Himmel zu tun, das hat zu tun mit einer neuen Kreatur. Das hat zu tun mit einem neuen Menschen. Du hast eine neue Natur gekriegt. Aber in der steht sagt, dass wir haben die Natur Christi, also Gott seine Natur, als uns gegeben. Und so du bist nun ein Kind Gottes. Und weet je, das ist hoch wichtig, dass du dieses dort sitzt. Einmal Menschen haben Trouble mit Überzeugung sein, dass ich sie ein Kind Gottes. Wenn sie denken, sie sind ja nicht vollkommen. Sie merken Fehler, sie checken nur ihr eigenes Leben und das ist lang nicht vollkommen. Aber das hat nicht zu tun mit, wo vollkommen das ist. Das hat mit zu tun, ob du in Christus bist oder nicht. Und wenn wir in Christus sind, dann wollen wir wachsen. Wir wollen vollkommener werden. Aber weet je, unsere Stellung in Christus ist immer vollkommen. Uns Leben ist nicht, aber unsere Stellung ist. Ein Beispiel, was ich einmal brauche für das ist ein befriedet Leben. Meine Frau und ich, wir sind all 38 Jahre befriedet. Aber weet je, wir waren in ein Tag Lied. Wir gingen mal einen Tag in die Kirche an, auf uns Kerstag, als jungen Mädel. Und dann da in die Kirche truden sie uns taub, und dann gingen wir raus als Lied. Von dann bis von da habe ich gelehrt, Lied sein. Aber all die Fehler, die am passiert sind, all die Dinge, die nicht recht werden, hingewiesen, haben niemals gesagt, dass wir nicht Lied werden. Von den Tag an, wo wir uns befrieden, bis von da, sind wir Lied. Das ist unsere Stellung. Aber uns Leben meint, dass wir lernen, das Lied leben. Und weet je, dat is een beetje als het geestelijke Lebenschaft. Wenn du Jesus hast angenommen, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist deine Stellung. Aber dann lehrst du die dabei leben. Und so das ist wichtig, dass wir das verstehen können und dass wir den Unterschied verstehen können. Deine Identität in Christus zu verstehen, ist sehr nötig, zum Sieg haben in den christlichen Leben. Und ich habe euch gesagt, dass wenn wir wollen geistlich wachsen, dann müssen wir verstehen, wer wir sind in Christus. Und so ist es auch, wenn du was sicher in dein Leben. Du musst verstehen, wer du bist in Christus. Weet je, wenn der Feind immer wieder die kann sein, oh, du bist nicht mal ein Kind Gottes. Check mal, was die hier war da. Oh, du bist so ein starker Mensch, du bist so ein armer Sünder. Wenn der Feind die Dinge kann anbilden, dann wirst du mutlos und du über dem gibst ab, oder du warst Gott geistlich. Darum ist es sehr wichtig, dass wir das verstehen, wer wir sind in Christus. Keine Person kann allein anders leben, als wo sie sich selbst sieht. Keine Person kann allein anders leben, als wo sie sich selbst sieht. Na, weißt du, kannst von Stolz hier, kannst du einmal ein Bild malen. Zum Beispiel an Sonntagsmorgens bei der Kirche. Du kannst dir ein Bild malen, dass du bist ein feiner Mensch. Du bist christlich, du glaubst an Gott, du liest in der Bibel, all die Dinge. Aber du kannst nur so und so lang anders leben, als wo du die selbst sitzt. Wenn du die selbst sitzt, als ein Armenstück Sünder,
wat het nicht wat mehr anger, wat man ein unja Fehler essen, man ein sich ram schlaap mit Sinn, das wo du lebst. Aber wenn du die setzt, aus dem Kind Gottes, deine Sinnen sind verjährt, du hast Jesus in die Gerechtigkeit gekriegt, heuerst deine Leiser, du bist Gott sein Kind, du bist heilig, du bist schuldfrei, du bist verjährt und angenommen. Wenn du die leerste Stadt sein für Gott, dann kannst du lernen, jässlich sichern. Und so, wenn du glaubst, du bist ein nutzloser Mensch, dann wirst du dort leben. Wenn du aber glaubst, du bist ein Kind Gottes und dass du hast in Christus eine sehr wertvolle Identität in Christus, du bist 100% angenommen, dann lehrst du die, so dort leben. Niet leven bringt een nieuwe naam. Nou, ik zei eerst, niet leven brengt een nieuwe identiteit, aber niet leven brengt ook een nieuwe naam. God nennt die nu heilig. Wat nennst du die? Nennst du die onheilig? Nennst du die als een arme Sünder? Weet je, wir reden einmal so statt als Christen, dass wir sind arme Sünder und wir hoffen, wir wollen es merken. Aber das ist ein ganz rechter Weg von Denken. In Christus hast du es all gemerkt. In Christus bist du heilig. Du bist zu Sieg gesagt für Gott. Du bist angenommen. In 1. Korinther 1, Vers 2, da sagt es, und Gott seine Gemeinde in Korinth und all die durch Christus Jesus geheiligt und angestellt sind, Gott seine Heilige zu sein. Weet je, Paulus schrift zu den Korinthern, er sagt, je sind angestellt von Gott zum Heiligsein. In der Bibel, die benannt uns immer wieder als heilig. In Römer 11, Vers 10, da schrift Paulus es steht, wenn das erste Stück dich heilig ist, ist die ganze Klumpen heilig. Und wenn die Wartel heilig ist, sind die erste auch heilig. Dann würde noch handigen, dass Jesus ist heilig und seine Kinder sind heilig. Also wenn die Wartel heilig ist, dann ist auch der ganze Baum heilig. Jesus sagt in Johannes, dass heuer ist der Weinstock, wir sind der Ranken. Und weet je, wenn du an den Weinstock fest bist, du bist an Christus fest, dann hast du die selbste Heiligkeit, was Jesus hat. In Hebräer 10, Vers 10, da schriftet es steht, nur diesem Willen sind wir ein und für allemal geheiligt durch das körperliche Opfer von Jesus Christus. Wir sind durch Christus einmal für allemal geheiligt. Na sei die selbst als eine heilige Person. Einmal denken wir vielleicht so, das wird groß. Ich will mich nicht groß tun, wir sollen ja doch demütig sein. Aber weet je, groß, das meint, dass ich in mir selbst sein wird. Aber wir sind in uns selbst nicht. In uns selbst, dann sind wir arme Sünder und wir sind zu nichts zu brauchen. Aber in Christus, das ist seine Gerechtigkeit, das ist seine Heiligkeit, das ist seine Vergebung. Wir sind in Arm. Paulus sagt, ich will mich mit Jesus pochen. Und wir sollen auch. dass wenn wir Jesus kennen, wir sind in Arm und dann haben wir all diese Dinge, was der Himmel zu beiden hat. Was Wahrheit ist von Jesus, ist auch Wahrheit von dir. Na, mit das meine ich nicht, dass du bist auch ein Gott, das ein Gott ist. Aber was ich meine mit das ist, dass so als Jesus heilig ist, so bist auch du heilig. So als Jesus wie Gott angenommen ist und wie Gott ohne Sinn ist, so bist auch du. Weet je, sein Blut, dort steht davon, seine Gerechtigkeit ist uns gegeben. Und so all die Dinge, was Jesus hat, all die Gerechtigkeit, all die Sinnlosigkeit, dort ist die gegeben, wenn du unarm bleibst. Dort wird die Kredit geschrieben, sozusagen. In Römer 8, Vers 17, durch Schrift Paulus ist das, sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Gott seine Orben, in Christus seine Mitorben. Dort ist, wenn wir mit einem Tod leiden, dort wir auch mit einem Tod verherrlicht worden. Na, was hier gesagt ist, dass wir mit Jesus identifiziert. Dort wird bei ihm so ist, dort ist auch bei uns so. Dort wird er orben, dort auch wir orben. Und so das ist wichtig, dass wir lernen, dass wir sind seine Kinder, wir haben eine Identität in ihm. Der geradste Halb, was du dir selbst in dein jährliches Leben kannst sein, dort ist die immer wahre Denken halten, wer du bist in Christus. Weet je, wir reden einmal von jährlich wassen. Weet je, wo ein Mensch jährlich was? Einmal denken wir so, okay, wenn ich meine Bibel lese, meine bete, oder vielleicht fällt mir noch ein Zweck vor, das sind alles gute Dinge. Aber weißt du, wo du wirklich jährlich was? Wenn du lernst, wer du bist in Christus. Und dann, wenn der Feind an die Nahen kommt und die beschuldigen das für ein Wort, dann kannst du sagen, no, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin vergeben. Ja, dort wird ein Fehler, was ich tue, aber Gott hat mich vergeben. Wir können unsere Identität jenen Diebel brauchen, unsere Identität in Christus. So, ich will die Mut merken. Lehre die, wer du bist in Christus. Ich weiß, wir wollen alle jästlich wissen. Wir wollen alle bei Gott angenommen sein. Und du hast bloß ein Weg, und das ist durch Jesus.
Aber wenn du Jesus hast, dann hast du eine Identität, was für Gott jährlich ist. Wer bist du? Uns Wissen in unserer Erfüllung als Christen ist ganz abhängig von unserer Erkenntnis, wer wir sind in Christus. Von wo kriegst du deine Identität? Deine Identität in Christus zu verstehen, ist sehr nötig, um sich in das Christenleben zu haben. Du bist eingeladen, zum mehr lernen von deiner Identität in Christus.